إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من البركات هذه الرحلة أن فتى ألمانيا أيضا أراد أن يسلم، فحدث أخانا بير فوغل أبو حمزة جزاه الله خيرا أن يأتي ويسلم وينطق بالشهادتين وينضم إلى ركب المسلمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن ينقذه من النار وأن يلتزم دين الله الحق. طبعا هو يا أبا حمزة، وطبعا لابد أن يفهم معنى الشهادة، وأنه لا شريك لله سبحانه وتعالى في العبادة، كما أنه لا شريك للنبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع، فعندنا توحيد واتباع. إذا دخل دين الإسلام فينبغي عليه أن يلتزم بكل ما أمر الله سبحانه وتعالى، وأن ينتهي عن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى، حتى ينال السعادة في الدنيا والآخرة. أنقل له هذه أنا أترجم أيضا الكلام الذي أي نعم، قل ما قلته أنا له وحتى يفهم المعنى ثم أكمل أنا بعد ذلك. Der Sheikh, der wollte erstmal einige Sachen auch erklären für dich, damit du auch weißt, was man macht mit der Shahada oder was das bedeutet. Und da hat er erstmal, wie wir immer anfangen, Allah subhanahu wa ta'ala gelobt. Das heißt Alhamdulillah, das heißt, dass aller Lob ihm gehört. Ja? Und dann hat er Frieden und Segen auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewünscht. Ja? Das ist also so, wie wir meistens das Gespräch beginnen. Und dann hat er gesagt, dass diese Momente, wenn jemand den Islam annimmt, dass das Momente sind, die jeden Muslim freuen. Wie der Prophet a.s. zu einem jüdischen Jungen, der war klein, der war kurz vor seinem Tod, und der Prophet a.s. ist zu ihm gegangen und hat zu ihm gesagt, dass er Islam annehmen soll. Also der war schon noch etwas jünger. Und dann hat sein Vater dann sogar zu dem Jungen gesagt, er soll Abul Qasim, das ist so ein Spitzname vom Propheten, soll ihm gehorchen. Und da hat er den Islam angenommen, und der Prophet, Frieden und Segen, ist dann rausgegangen von ihm, und er hat sich darüber gefreut und hat gesagt, gelobt sei der diesen jüngeren Menschen also jetzt vor der Hölle gerettet hat. Ja, und deswegen haben wir halt auch große Liebe und die große Motivation dazu, die Leute zum Islam einzuladen. Und dann meinte der Sheikh, dass es halt auch sehr wichtig ist, dass man weiß, was das bedeutet, die Shahadatain. Dass man erstmal glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala, also dass Allah, der allmächtige Gott, der einzige ist, den man anbeten darf. Das heißt, wenn man betet, fastet und so weiter. Und dass der Prophet, Frieden und Segen, derjenige ist, dem man folgt in dieser Anbetung. Das heißt, dass man auch versucht, danach alles, was der Prophet, Frieden und Segen, was er vorgeschrieben hat, was er uns gezeigt hat, dass man versucht, diese Sache alles zu befolgen. Ja? Natürlich, ich weiß, es ist natürlich nicht so einfach jetzt von heute auf morgen alles, aber dass man auf jeden Fall versucht, das Beste zu geben. Das heißt, was der Prophet geboten hat, dass man das macht. Das, was er verboten hat, dass man das befolgt. تمام. طبعا هو في أشياء يلزمها، ولا هو سمى نفسه ولا نسميه؟ هو سمى، ما اسمه؟ Ja, dein Name ist ja Marcel. هذا اسمه النام. مثلا. طيب نبدله باسم الإسلامي. Der will ja am liebsten will er dir einen islamischen Namen geben. Vielleicht später. إن شاء الله فيما بعد. لا بأس بذلك. طبعا هو دخوله الإسلام هيلزمه بعض الأحكام الشرعية كأن يغتسل. غسل الإسلام. muss man sich ja komplett duschen. بعد الإسلام. نعم. وطبعا أعلمه أيضا أنه إذا التزم بالإسلام
سيسعد في الدنيا والآخرة، يعني قلبه سينشرح. المشاكل التي كان يلقاها في حياته لن يلقاها في حياته بإذن الله Er تعالى. sagt, wenn man den Islam annimmt und das auch, den Islam auch richtig praktiziert, ja. Und das ist so etwas, was ich selber von mir aus bezogen, dass diese Probleme und so, die man hat, ja, also dass man eine Glückseligkeit spüren wird, wenn man diesen Weg richtig geht. Das heißt, man hat auf der einen Seite natürlich das Jenseits und auf der anderen Seite das Diesseits. Ja, dass man diese Glückseligkeit im Herzen spürt, ja. طيب احنا طبعا لا نريد أن نشق عليه يعني وأن نطيل الكلام Deswegen wollen wir nicht noch länger machen, inshallah. أي نعم. فهو احنا يعني نلقن الشهادة وبعد ذلك يعني في هناك مجال إن شاء الله معك ومع إخوانك أنك أنت تقوم معه بدعوته يعني إلى الإسلام وتعريفه بالأحكام الشرعية الواجبة عليه. إن شاء الله. وطبعا برضو أعلمه أيضا أنه لا يجوز الارتداد عن دين الإسلام طبعا، يعني لأن هذا يعني مشكلة كبيرة له يعني في الدنيا والآخرة يعني. يعني إذا أسلم يثبت على إسلامه وتتعاهدوه أنتم مع إخوانكم بهذا. Ja, dann sagt er uns, jetzt hat er mir eine Dings gegeben, dass wir uns um dich kümmern müssen, dass wir dir sagen müssen, dass das heißt, die Sachen beibringen müssen und dass wir halt auch in Verbindung bleiben miteinander. Und dass es halt ganz wichtig ist, dass man auch bei diesem Weg bleibt, ja, dass man auf dem Weg vom Islam bleibt und nicht von diesem Weg weggeht. Weil das halt für diesseits und vor allen Dingen natürlich für jenseits ganz gefährlich ist. Okay. Dann, du weißt, kennst die Shahada schon? Das hast du bestimmt schon mitbekommen. Ich glaube, in Oberhausen sind damals auch 2 Leute, glaube ich, zum Islam gekommen. Ja, genau. Ja. Also weißt du schon, du hast das schon mitbekommen, was das bedeutet und so weiter. Hast du es auch im Internet gesehen, ja? Ja, wir haben schon ein paar Ausschnitte und alles habe ich oben auch schon verfolgt. Ja. Aber es ist ja jetzt erstmal für mich jetzt wirklich ein neuer Anfang jetzt. Ne? Weil das ist eine, wo ja cool, das ist ein neuer Anfang. ممكن أنا أذكر له ماذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله. طبعا لا بأس. Also dann nochmal, wenn man also sagt Ashhadu an la ilaha illallah, also das heißt, ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Allah. Das haben wir eben schon erklärt. Den darf man alleine anbeten, Schöpfer, Lenker, Herrscher, der alles erschaffen hat. Keinen darf man anbeten. Man darf nicht Jesus anbeten, nicht Mohammed anbeten, keinen. Wenn man sagt Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, das heißt, dass wir Mohammed folgen in dem, was er gebracht hat, was er verboten hat, was er geboten hat und wie er Allah angebetet hat. So, wenn man das mit Wahrhaftigkeit aussagt, dann ist man im Islam drin, alhamdulillah. Und dann ist man erstmal auf dem Weg ins Paradies, alhamdulillah. وإذا أنت أولا إلى طريق إلى الجنة يعني بعد أن ندرك الشهادة. إن شاء الله إن شاء الله. طيب. Okay. نلقنه الشهادة. Ja, dann. طيب يعني طيب. قل. Er sagt das vor. Also du sollst jetzt sagen. قل. أشهد. أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. محمدا رسول الله. ممكن هو لا بأس لا بأس لا بأس. محمدا رسول الله. وأن محمدا رسول الله. رسول الله. ما شاء الله. بارك الله فيك. الله أكبر. الله أكبر. الحمد Jetzt لله. bist du Muslim. بارك الله Ach, ist schon fertig. خلاص jetzt bist du Muslim. لا خلاص صرت مسلما وصرت من إخواننا. Du hast es ja jetzt auch gesagt mit der Absicht, Islam anzunehmen. Ja, klar.